Tag miteinander. Das ist Crown Cletus oder der Chris. So hört man sich wieder mal. Ich war jetzt ein Zeitchen nicht so am Video machen, wie ihr der Sicherheit mitbekommen. Letzte Woche, keine Ahnung, der eine oder andere weiss es vielleicht, ich wohne eben in einem Haus und da ein bisschen Grün drumherum, ein bisschen Bäume, ein bisschen Büsch und es ist Herbstzeit, Blätter fallen und so. Letzte Woche einiges zu tun gehabt, Bäume zurückschneiden und das ganze Zeugs. Und über das Weekend mit der Freundin noch schnell so einen Kurztrip auf München gemacht. Und euch jetzt hier ein bisschen Forza-Gameplay zeigen. Jetzt muss ich noch schnell ein bisschen die Lautstärke bei mir regulieren, sonst geht das gar nicht so gut. Ich habe ja schon mal ein bisschen erzählt vom Forza, Demo und so. Und letzten Freitag habe ich es bekommen. Ich habe extra die englische Version genommen, weil mich der deutsche Radiosprecher ein bisschen aufregt. Und jetzt ist das folgendermaßen. Live-Commentary zum Renngame ist auch immer lustig. Die Sache ist eigentlich jetzt so, das ist die ganze Weltkarte hier von dem virtuellen Colorado. Und das Geile ist eigentlich, man muss nicht, wie bei vielen anderen Renngames, einfach von Rennen zu Rennen zu Rennen, um mehr Punkte zu machen, aufzusteigen. Sondern, bevor ich so 2-3 Events habe ich am Anfang gemacht und dann habe ich mir gesagt, easy chill, mal ein bisschen rumcruisen. Und da habe ich eigentlich zuerst jede Strasse hier drauf befahren. Und das hat mir dann eigentlich den Vorteil verschafft, hier wo jetzt so graue Pünktchen sind, die sind dann rot, wenn dort noch so ein Schild steht vom Automech oder so, das man im Spiel hat. Und die Sache ist, von diesen Schildern gibt es 100. Jedes, wo man umfährt, gibt einem 1% Rabatt auf Tuning-Teile und so. Und eben rein nur schon durchs Umcruisen und gar nicht gross schauen, habe ich 92 entdeckt und gesehen, da unten hat es jetzt noch das Rabattschild, wo ich noch nicht umgefahren habe. Und das Auto, das ich fahre, ist hier der neue Lamborghini Aventador, oder wie heisst der? Irgend so etwas. Dadurch, dass ich das Forza 3 auch ein bisschen gespielt habe, habe ich noch ein paar Scheiße, habe ich noch ein paar Bonuskerren bekommen am Anfang. Und eben rein durchs Umfahren und so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen driften, ein bisschen schnell düsen bei der Radarfalle durch und so. Das gibt alles Punkte zum Aufleveln, aber eben auch Kneten. Und ich habe so über 500.000 eigentlich verdient, nur durchs Umfahren und habe mir dann auch eine ziemlich fette Karre kaufen. Ich kann jetzt eigentlich auch fast alles tunen, was ich will. Weil das Tuning-Zeug ist eben so günstig, weil ich jetzt 92% habe Rabatt. Das ist nicht so schlecht. Und zum Game selber, ich finde es der absolut Oberwahnsinn. Echt jetzt. Bass Arena als Channel Musik, es ist so ultra geil. Seht ihr davor, ist so ein Schild von unserem Automech. Und wenn wir da so umfahren, klack, klack, jetzt habe ich 93. Aber ja, der Sound, ich finde es ultra geil. Jetzt im Video hier auf YouTube wird ich ihn auch deaktiviert haben, damit es nicht abgenommen wird. Aber ich versuche es dann gleich. Und zwar nehme ich das Intro auf und tue das schnell aufladen, schauen, was passiert. Weil schon nur das Intro und der Sound dort ist so ultra geil. Ja, ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Nur schon die Musik hat mich absolut eingefangen bei diesem Game. Und morgen, am Dienstag, kommt ja, ich muss schnell unterbrechen, sorry. Ich muss schauen, dass ich hier irgendjemand zu einem Event herfahre. Machen wir doch den 4-Challenge. Also, morgen am Dienstag kommt ja das Need for Speed Most Wanted raus. Wenn ich nicht ganz falsch liege, ja, glaube es. Und ich habe früher das Need for Speed geliebt. Erster, zweiter, dritter Teil und so, wow, das war richtig, richtig amazing gewesen. Dann sind halt die Teile gekommen, eben das erste Most Wanted, das Underground, das Carbon und so, wo auch cool war, vor allem wegen der Tuning-Möglichkeiten. Aber erstes Mal hat Need for Speed einfach lang gebraucht. Und erst in den letzten Teilen haben sie es so ein bisschen geschafft, dass die Grafik endlich mal ein bisschen flüssig ist. Es hat früher eigentlich immer so ganz leicht geruckelt, was mich optisch gestört hat. Und ja, es war halt immer ein bisschen mehr vom Gleichen gewesen, aber es hat Spass gemacht. Und dann sind die Shift-Teile gekommen und eben realistischer und alles. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, hat der Hersteller, der das Burnout macht, ist dann von Electronic Arts aufgekauft worden. Und sie machen jetzt Need for Speed. Und ich finde, das merkt man. Weil es ist
Sorry, schnell wieder Unterbruch. Probiere ich schnell hier mit dem komischen Ford Pickup Truck mal. Eben, man merkt, dass es ein Burnout war. Oder dass der Hersteller zuerst Burnout Games gemacht hat, weil es ähnelt sich sehr. Das Schadenmodell ist relativ ähnlich und auch ist es ziemlich ähnlich wie das Burnout Paradise, hat es mir so gedacht. Aber ja, man hat auch eine offene Welt, glaube ich. Man kann auch ein bisschen tunen, man kann nicht ganz so viel am Karren machen. Und ja, das mit den Bullen, die einem verfolgen, ist einerseits sehr interessant beim Need for Speed, aber andererseits muss man sich auch daran erinnern, dass es dann häufig ziemlich auf die Eier ist gegangen, auch mir persönlich. Und darum ist das noch ein interessanter Zweikampf. Jetzt die PS3 haben, schauen leider ein bisschen die Röhre, oder anders gesagt, sie haben wenigstens Need for Speed. Das Forza ist halt nur auf der Xbox, aber im direkten Zweikampf für mich gewinnt das Forza meilenweit. Die Grafik ist viel ästhetischer, das ganze Design, wie das durchgestylt ist, die Menüs und so. Ich finde nur schon vom Need for Speed die Bildschirmanzeigen, dem hellblau einfach ein bisschen leid. Ja, ob ich jetzt wählerisch bin oder nicht, das spielt eigentlich gar keine Rolle, würde ich sagen. Sondern es ist einfach schlussendlich Geschmackssache. Und auch die Musik vom Need for Speed, die sicher nicht schlecht ist, kommt jetzt nie als Forza her. Ja, also wirklich noch interessant. Die mit der Xbox können sich gesegnet fühlen, die können die Wahl treffen zwischen zwei verschiedenen Games. Und ja, PlayStation hat immer noch ein sehr gutes Need for Speed. Ich finde, das darf man ja schon nicht vergessen, dass es immer noch ein sehr gutes Game ist. Und ich meine, meine Beschwerden sind hier eher auf höherem Niveau angesiedelt. Und die ganzen Grundelemente und so ist eh cool. Und im Need for Speed kann man sogar noch ein bisschen mehr crashen und muss Gegner auch ein bisschen fertig machen. Dort merkt man wieder den Einfluss vom Burnout. Ich muss dort einfach sagen, ja, wenn ich das machen will, kaufe ich mir ein Burnout. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass sie diese Serie jetzt dort irgendwie kombinieren wollen. Aber andererseits sorgt es sicher auch wieder ein bisschen für frischen Wind, was sie ja extrem probiert haben in den letzten Jahren mit dem Need for Speed, um auch die ganzen Ausflüge im Simulationsbereich und so mit Shift und allem zusammen. Ja, das wäre jetzt so kurz meine Erklärung zu dem gewesen. Ihr seht, ich spiele immer noch mit diesen Pfeilen, richtig noobig, aber mir ist das scheißegal, ich habe das eigentlich noch gerne so als Hilfe und zum Kennenlernen von Strecke. Und zurückspulen kann man ja auch noch, das versuche ich eigentlich eher nicht so zu nutzen, aber das ist auch noch chillig, weil ich weiss noch früher, das ganze Rennen verdammt gut gefahren, auf den letzten Meter irgendein verhängnisvoller Fehler, Gegner hängen sowieso wie ein Gummiband einem die ganze Zeit am Arsch, egal wie gut dass man fährt. Und dann eben auf den letzten Meter wird man noch vom kompletten Fahrerfeld überholt und so richtig fickt. Darum ist das im Zurückspulen eigentlich noch easy, finde ich. Ja, und ihr seht, die tuckern jetzt doch ein bisschen um. Die Gegner sind glaube ich noch auf Licht, weil in München haben wir eine Kollegin von Freundin besucht und mit dem Freund von der komme ich auch noch ziemlich gut aus und dann haben wir eben auch noch ein bisschen zu Forza gezockt. Und ja, das auf Licht gestellt, weil wir uns so nicht gross haben stressen, aber ich merke jetzt gerade, dass ich hier locker wieder rauffahren kann. Aber ja, was willst du? Ich meine, das ist eben auch nicht das Gute. Bei diesen ganzen Schwierigkeitsgrad-Einstellungen vom Forza, je schwerer das man macht, umso mehr Knete bekommt man. Aber weil ich sowieso schon genug Geld habe, sicher noch nicht Millionen für die teuersten Karren, aber es reicht auf jeden Fall Führung für alles, was ich will, muss ich das gar nicht so holen. Also auch sehr angenehm bezüglich der Einstellungen, das Game. Ein bisschen zu weit rausgerutscht. Ja. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Vielleicht habt ihr es mitbekommen, irgendwann ist das Black Ops 2 schon released worden. In der Slowakei oder so, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber irgendwann hat einer schon eine Hardened-Edition bekommen. Also 3 Wochen vor dem Release. Der Typ oder der Laden, der das schon verkauft hat, in dem Sinne möchte ich nicht stecken. Aber es ist noch wicked. Also irgendjemand ist jetzt scheinbar schon der Singleplayer am Zocken. Und darum hat es jetzt auch schon ein 11-minütiges Video gegeben. Eben von den ersten 11 Minuten eigentlich vom Singleplayer logischerweise. Und ja, es sieht Hammer aus. Es sieht wirklich Hammer aus. Action satt. Und auch eben vom Design, vom optischen her spricht es mich schon noch an. Es ist nicht allzu futuristisch und gleich sieht man noch ein paar abgefahrene Sachen. Ja, also eben, der Hype ist absolut da und es geht ja wirklich nicht mehr so lang. Kann man sich darauf freuen und eben, bis es rauskommt, wird meine Zeit hier mit dem Forza
mir versüßen und zwischendurch wieder mal ein bisschen Black Ops zocken, das 1 natürlich. Das war etwa schon so das, was ich jetzt hier wollte erzählen. Jetzt habe ich es gewonnen, ist, beim Fahrhilfenbonus, das ist das 4. Element, leider schon vorbei. Sieht man dann, wie viel Zusatzknete das man bekommt. Und es geht eben auch immer darum, dass jede Strecke, jedes Rennen kann man dann auch gegen einen Rival fahren. Also es ist so wie das Autolog 2 im Need for Speed, im neuen, eigentlich ein sehr ähnliches System. Und es ist noch witzig, man kann hier wieder Knete verdienen, kann sich dann auch ein bisschen verbessern. Ich habe mir gesagt, ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen Mission durch den Story-Modus und dann kann ich dann schon ein bisschen anfangen, die Zeit anfangen beschnitzen von diesen Gegnern. Also rundum wirklich geil, auch die Story eigentlich, dass man auf einem Festival ist und so, ist echt cool. Ist wirklich echt cool, die Aufmachung. Schnell schauen. 10 Minuten, 11 Minuten am Texten. Ich fahre doch noch geschwind hierher. Das ist ja nicht allzu weit entfernt. Was? Nein! Nein! Nein, jetzt muss ich mit dieser Mühle fahren. Holy shit, also ich probiere jetzt gleich mal das Radio einzuschalten. Wir hören wenigstens ein bisschen geilen Sound. Scheiße. Ja, das ist leid, weil eben zum Karren wechseln, vielleicht kann man es auch anders machen, aber bisher hätte ich es noch nicht herausgefunden, muss man hier zum Festival herfahren. Oder wisst ihr was? Ich mache das jetzt ganz schnell. Weil hier in diesem Pickup zu cruisen, macht mich eigentlich gar nicht wirklich so an. Boah. Und das Geile ist halt, hey, nein, willst du mich verarschen? Was hat eben Bremsen? Eben, es hat keine Bullen, so kann man eigentlich so rauslassen, wie man will. Hat natürlich auch ein bisschen Nachteile, da gibt es nicht so spannende Verfolgungen, wie auch immer. Es hat aber andere Automobilisten, am Tag ein bisschen mehr als in der Nacht. Es hat eben auch einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel, das ist auch noch schön gemacht. Und es hat eben auch andere Spastis, die halt an diesem Festival sind und ein bisschen mit ihren Kerren rumposen. Und dann kann man die direkt zum Rennen herausfordern oder man sieht sie racen untereinander und so. Also wirklich noch easy. Ich muss noch einmal schnell auf die Karte, das habe ich nämlich verhängt, das stimmt. Dann gibt es hier oben, jetzt glaube ich, einen, den ich gut zeigen kann. Genau, gibt es so die Scheunen. Und das ist halt wirklich einfach so eine alte Bretterscheune, wo dann irgendein Oldtimer völlig verkackt drinnen steht. Und den muss man dann finden, weil man bekommt keine genaue Angabe, wo das Teil ist. Man bekommt so einen Kreis, wo sich das dann etwa drinnen befindet. Und dann muss man suchen und dann kann der Automech dann Zweck machen und dann hat man dann so einen Oldtimer. Ich zeige euch dann auch gerade, was ich euch noch schnell zeigen will. RB sieht ihr unten vielleicht, Schatzkarten kaufen. Genau, jetzt habe ich hier keine Gutscheine verdient. Möchten Sie jetzt Gutscheine erwerben und jetzt müsst ihr euch das reinziehen. Jetzt kann man sich die Scheiße hier kaufen. Also jeder, der irgend so ein reiches Muttersöhnchen ist, nicht allzu negativ gemeint, man kann sich sein Leben ja je nachdem nicht auswählen oder vielleicht auch schon, das ist jetzt aber nicht das Thema. Die Sache ist die, wer viel Geld hat, kann sich hier alle geile Kerne und alles zusammen kaufen und kann sich dann so ein bisschen einen Vorteil verschaffen. Ich denke, das zählt nicht für einen Multiplayer, hoffe ich jetzt mal, aber es hält eben schon immer mehr Einzug, dass man Geld kann investieren kann, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und ihr seht jetzt die 74 Gutscheine, 75, was lese ich, 74. Anyway, das ganze Paket 6000 Microsoft-Punkte und ja, ich weiß nicht genau, 1200 sind glaube ich so 20 Steine oder so. Ja, also eben. Man legt dann noch eigentlich so viel, wie man fürs Game zahlt, hat noch einmal her. Wenigstens haben sie hier so einen kleinen Bonus und geben auch noch ein bisschen, wenn man richtig viel kauft, das Goodie. Aber ich werde mir das natürlich nicht reinziehen. Halleluja, das wären wir noch. Also zieht nach rein, dass sie die schönen gefunden. Das sind eben so alte Karren, die sehen, ein alter Bugatti, BMW, Plymouth, noch alte Aston Martin, noch alte Benz. Dann tut es noch ein paar, die ich werde finden, kann finden. Und dann eben Auto wechseln. Da habe ich mir Rennen gewonnen. Da habe ich eben gefunden. Dann ist es ganz geil. Weil ich zu Forza 3 gespielt habe, habe ich 3 Karren geschenkt bekommen. Und dann habe ich einfach irgendwann später während dem Zocken das Geschenk noch einmal bekommen. Darum habe ich jetzt 2 Mini Cooper. Eben da habe ich schon gezeigt. 2 DS3 von Citroën.
Dann der Uralt, den habe ich auch gewonnen. Den bekommt man von Anfang an, der Corrado. Den Mustang habe ich auch gewonnen. Der Lancer weiss ich gar nicht mehr. Der ist eh super. Den haben wir M1 auch schon gezeigt. Der Charger habe ich auch gewonnen. Was das sind? Genau, die gleichen, einfach in einer anderen Farbe. Halleluja. Ja, dann hier der 500er Abarth Fiat. Naja. Habe ich auch gewonnen, hoffe ich mal. Den habe ich auch gewonnen. Hey, nein, hier jetzt richtig viel Zeug, das ich einfach irgendwann bekommen habe. Egal. Ihr seht, hier ist der ein oder andere Flitzer dabei. Hier ist der Aventador, genau. Richtig auch aufgemotzt und so. Und man kann ja auch ein bisschen tunen, den Radstangen verändern und all das. Und das finde ich eben auch ein riesen Pro am Forza. Man kann auch richtig noch ins Detail gehen, wenn man will. Und das ist ja im Need for Speed eben schon ein bisschen vorenthalten. Jetzt, was ihr oben rechts vielleicht seht, ist das R1 941, so, das ist klasse mit der PS-Anzahl. Und dann links davon seht ihr ja das Auto, und ihr seht den Standpunkt vom Motor, das ist der Klotz, ob er vorne mit dem Motor ist oder wo immer sich das Teil befindet. Und dann eben auch, wie der Antrieb ist, ob vorne oder hinten oder eben 4x4. Und ja, ihr kennt es ja sicher, ich meine, hier bei diesen Muscle Cars, wo PS satt haben, die einfach immer Hinterradantrieb. Und das führt zu Elend, Burnouts und die Kontrolle ist extrem schwierig. Vorderradantrieb ist ein bisschen einfacher handzuhaben, aber am besten ist natürlich ist 4x4. Und ihr seht es hier, der Bugatti hat Mittelmotor, das sorgt natürlich für eine etwas bessere Gewichtsverlagerung. Aber mein Liebling ist eigentlich schon der GTR von Nissan. Dem kannst du auch richtig schön Gas geben. Darum nehmen wir den jetzt gerade mal. Hier habe ich noch nichts tuned und nichts. Also ist sicher noch einiges rauszuholen. Ja, jetzt habe ich schon über eine Viertelstunde getextet. Ja, easy, also fahren wir noch schnell zu diesem Event. Vielleicht machen wir das auch noch schnell. Ja, nein, jetzt könnten wir noch ein Upgrade machen. Ich sehe, ich verzettle mich da immer mehr. Aber so ein bisschen als Wiedergutmachung, dass ich in der letzten Woche nichts gepostet habe, könnte das Video vielleicht auch ein bisschen länger werden. Genau, jetzt kann man hier automatische Upgrade machen. Aber eigentlich tue ich lieber individuell, genau. Jetzt habe ich es. Also, es ist nur sehr minimal, was man eigentlich Spoiler und so dran hängen kann. Ihr seht jetzt, der fügt ein bisschen Gewicht dazu, irgendwie vielleicht, oder ich weiß doch auch nicht genau. Auf jeden Fall ist er sicher besser, weil man ihn modifizieren kann. Auch eben, wenn er 2 Kilo draufhält. Aber wir haben auch eine bessere Querbeschleunigung. So kann man noch den Flügel auswechseln, wobei ich aber nicht so gerne so hohe übertriebene Flügel. Darum ist der dezent schon easy. Reifen und Felgen. Halleluja, ja, es gibt übelst viel. Und ja, eigentlich von Felgen nur eingeschränkt Ahnung. So die normalen Brands und so kann ich natürlich schon, das weiß ich nicht, ob das irgendein Schweizer sind oder so. Was eigentlich das Wichtigste in diesem Sinne ist, wenn man auf Performance schauen will, ist Gewichtsreduzierung. Ihr seht, der macht 16 Kilo weniger. Ich weiß gar nicht genau, der macht sogar noch schwerer, 9 Kilo mehr. Wow, aber das sind richtige pimpige Felgen. Hei. Okay. Die sind wirklich noch schnitzig. Ja, easy. Dann ziehen wir halt die jetzt mal. Und ihr seht, mit dem 92% Rabatt zahle ich noch 224 Credits, also eigentlich nada. Also, hier mal schnell raus. Dann können wir die Felgengröße noch ein bisschen verändern. Das führt auch zu mehr Gewicht, aber sieht natürlich je nachdem ein bisschen pimpiger aus. Dann können wir noch die Reifenbreite. Und das hat natürlich auch noch einen Einfluss aufs Fahren. Genauso wie eben auch die Reifenmischung. Und ich nehme mir hier die Rennreifen für mehr Bodenhaftung. Und so habe ich natürlich auf der Straße viel mehr. Aber Offroad hat einen kleinen Nachteil. Darum muss man sich das auch überlegen. Aber ich fahre primär auf der Straße, darum mache ich das. Und jetzt hier schnell alles zusammen einbauen, um die Werte ein bisschen zu verbessern. Ihr seht, hier gibt es dann auch noch verschiedene Stufen, wenn man nicht von Anfang an gekneten hat, bei gewissen. Mal noch ein bisschen besseren Auspuff, die ganzen Nockenwellen. Wow, da kann man richtig durchdrehen, ja. Das Ventil. Ja, okay.
Eben, man kann das auch automatisch machen, von dem her muss sich da dann niemand darüber aufregen, wenn er hier die Zeit braucht. Aber ich sage mir halt einfach auch, ja, mich interessiert das noch, was da alles drin verbaut wird. Und darum schaue ich mir das schnell an. Auch wenn es jetzt sehr schnell geht, aber ich habe natürlich logischerweise schon ein bisschen mehr Zeit investiert. Ja, also, come on. Das noch geschwingen. Dann halt, keine Ahnung, der Überroll-Käfig, den wir hier haben. Ah nein, das ist nur eine Renn- und Fahrwerksverstärkung, okay. Ja, wobei es sieht schon aus wie so eine Überrollkäfig. Egal. Gewichtsreduktion und so noch. Ja, jetzt können wir das schon noch. Ich habe die 1000 PS, aber es langt eventuell gerade nicht. Ich habe gemeint, dass das mit den 1000 PS ist eigentlich nur denen vorbehalten, die dann eben richtig durchdrehen, Bugatti Veyron und so, ja. Gut. Let's do that. Dann ist es eben auch so, dass man den Karren umlackieren kann, man kann ganze Layers drauf tun, um irgendwelche Designs zu entwickeln. Ich habe auch schon ganz abgefahrene Sachen gesehen. Und ja, ich werde die auch mal das Crown-Logo noch probieren. Aber momentan bin ich natürlich gerade voll in Rennlaune und deshalb nicht gerade so am Designen. Also, wo kann man das Teil lackieren? Genau. Das ist gerade nebendran. Ja, eben. Jetzt hat er so viel PS, dass er am Anfang noch schwierig zu kontrollieren ist. Was ist jetzt das gewesen? Jetzt habe ich es eventuell gerade ein bisschen verpeilt, oder nicht? Jetzt ist hier die Rede von Designs, aber auch lackieren, genau. Also jetzt kann man oben die Farbe wechseln und ist hier halt einfach auf die matten Farben. Und hier könnte man sogar noch Einzelelemente und so und die Felgen auch noch ein bisschen anders. Aha. Also, gut. Also, dann speichern wir das. Lackieren kostet nichts. Finde ich auch sehr sympathisch. Weil die Games, wo man dann für die Farbänderung zahlt, sind mir immer ein bisschen auf den Sack gegangen. Also, jetzt eben kann man hier Schichten drauf tun, Muster anbringen, dann gibt es hier jenste Sachen. Und dann kannst du das hier irgendwie die Farbe natürlich noch anpassen. Dann irgendwie das Teil noch bewegen und alles. Und wieso ändert das jetzt die Farbe? Wow, ja egal. Eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht machen, weil ich hier dann viel zu viel Zeit investiere, um irgendetwas auszutüfteln. Aber ihr seht, man kann wirklich extrem viel Zeugs machen. Und was auch noch dazu kommt, hey, nein, komm, es schwärmen gar nicht raus. Es hat einen absolut coolen Fotomodus auch drin, den man jederzeit aktivieren kann. Und das führt dann eigentlich zu so Sachen. Es muss eben relativ lang laden, leider. Und ich möchte jetzt mich auch nicht als besten Fotograf, was es gibt, hervorheben. Aber ihr seht, man kann auch so ein bisschen mit der Verschlusszeit spielen, damit es noch so ein bisschen einen Geschwindigkeitsverwischeffekt gibt. Man kann die Farbe verstärken oder so. Das Drumherum, das Schwarze, habe ich auch machen. Was haben wir da alles? Da habe ich einfach nur einen normalen Audio überholt, aber seht ihr, habe ich machen, dass mein Karren so ein bisschen scharf bleibt, alles zusammen. Sonst so vom Spike verzogen, schön der Berg und der See im Hintergrund. Ja. Eben, man kann wirklich noch coole Sachen machen. Und vom Mehrspielermodus habe ich noch gar nicht geredet, weil ich ihn noch gar nicht ausprobiert habe. Es ist aber so, dass man zusammen auch Rennen machen kann, nebst den Herausforderungen, die ja im Singleplayer auch sind. Man kann aber auch zusammen, glaube ich, so ein bisschen rumcruisen. Wie ich jetzt das auch mache, hier auf der ganzen Weltkarte. Hey, nein, wow, shit, hey. Wolltest du mich verarschen, der Karren? Nein, das ist eine Katastrophe. Vor dem Upgrade war der richtig cool gewesen. Und jetzt fühlt er sich sehr schwer an. Vielleicht muss ich mir auch nur schnell die Veränderungen gewöhnen. Ja, es ist aber schon sehr detailgetreu umgesetzt. Oje. Und ja, es hat auch wie im Need for Speed hat so Blitzer, wo man kann mit möglichst hoher Geschwindigkeit durchziehen natürlich. Nein, das Teil bricht sehr schnell aus. Da ist vorher auch wie ein Brett auf der Straße gelegen. Oh.
So. Also, dann muss ich da wieder den Aventador nehmen. Der hat mir nämlich gut gefallen. Was beste Platzierung erst? Aha, ja super, welchen fahren wir jetzt hier? Probieren es mal mit dem. Genau. Aufrüsten müssen wir. Von 4 auf 500 PS, easy. Ist aber auch noch gescheit, man kann auch nicht mit jedem Auto an jedem Event und so, logischerweise. Und selbst wenn ich schon mal gefahren bin, dann fällt es mir hoffentlich ein bisschen einfacher. Ah, okay, ja, der Kollege hat zwischendurch auch noch ein paar Runden selber gefahren. Vielleicht war das eine von denen. I don't know. Spielt jetzt hier keine Rolle. Ja, ja, genau. Der Ali Howard. Wie der Howard aus Big Bang Theory. Oh, wenn ich jetzt ein bisschen abrutsche, kurz noch erwähnen, finde ich hure geil. That's it. Mal, ich bin schon gefahren, jetzt kommen wir zu Sinn. Genau, der wird easy in diesem Fall. Schon voll verschissen, oder was? Also, jetzt muss ich ihn hier ein bisschen kontrollieren. Und jetzt hat er ja im Hintergrund so ein bisschen Popmusik am Dudeln. Das ist eben der dritte Kanal. Es gibt ja Rock, Pop und eben auch Drum, Bass, Dubstep so. Oder jetzt bin ich falsch, das war sogar der Metal-Kanal, der hier dudelt hat. Jetzt ist der Pop-Kanal am Dudeln. Wer das sollte hören. Aber ist für mich eigentlich alles nicht so interessant wie eben Bass-Arena. Und das Coole ist dann eben auch im Radio, Moderatoren nehmen auch ein bisschen Bezug zu aktuellen Anlässen und so. Also sie erzählen effektiv auch, was passiert. Und ihr seht, ungeschaltet man auch immer so Herausforderungen frei und bekommt dann auch Knete. Also, ja. Man kommt wirklich gut vorwärts in diesem Game und das habe ich eigentlich schon noch gerne. Weil bei den alten Forza-Teilen und auch beim Gran Turismo, das ist mir einfach simulationslastig gewesen. Aber das sage ich ja in jedem Video, oft auch mehrmals, die Geschmäcker sind ja verschieden. Und darum ist es geil, dass wir die Auswahl haben. Ihr seht, ich tue mir hier jetzt gerade äußerst leicht. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist suboptimal. Trotzdem könnte ich hier meine Fahrerskills schon noch ein bisschen verbessern. Ich weiss eben auch nicht genau, wegen der Handbremse, die brauche ich eigentlich ungern, außer wenn ich einen Drift zwinge oder so. Aber sonst finde ich, kann man das Auto eigentlich rein mit Bremsen und Gas gut kontrollieren. Die Einstellungen für Steuerrad habe ich mittlerweile auch gefunden. Ich habe ja im letzten Forza das Video vom Demo erzählt, dass ich mit dem Steuerrad nicht so klar komme. Aber auch mittlerweile geht das ganz gut. Man ist einfach, oder ich bin mit dem Pad einfach immer noch ein bisschen besser, weil man halt einfach präziser arbeiten kann. Ja. Und gleichzeitig ist natürlich das Fahrfeeling und so mit den Schaltwippen zum selber schalten und mit dem Pedal und so der Hammer. Und macht es noch viel authentischer, also es hat beides absolut seine Vorteile. Wenn man natürlich selber schaltet, bekommt man sogar noch ein bisschen mehr Credits und so. Und die ultimative Ausführung ist ja dann eher so ein Steuerrad, aber da sind wir dann schon bei höheren Beträgen, wo noch das Trittspedal hat für die Kupplung und dann auch noch so einen kleinen Ganghebel und so. Und wenn man 10'000 Steine auf den Tisch legen, kann man sich so einen hydraulikgesteuerten Sessel reinziehen mit Bildschirm und alles einbaut und der simuliert dann G-Kräfte und so. Aber von dem träumen wir einfach mal ein bisschen. Aber er ist schon wicked, also wenn man sowas in einem Wettbewerb oder so wird gewinnen, wäre verdammt geil. Und vor allem wäre es dann auch körperliches Training. Stell dir mal vor, du bist 2 Stunden in diesem Sessel drin. Du bist dann auch schon ein bisschen erschöpft. Also jetzt hat es keine Punkte und nichts gegeben, weil ich diesen Event eben schon gefahren bin. Jetzt sage ich nein, ich möchte nicht in dem bleiben, weil dort habe ich es vorhin verhängt. Und ja,
Holy shit, das ist eine halbe Stunde jetzt. Ja, ich höre jetzt mal auf. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spass gemacht, ein bisschen meinem Getext zuzulassen, im Game zuzuschauen. Und die eine Xbox haben und Rennspiel ein bisschen interessieren, zieht euch rein. Es ist ein super Game. Schön zusammen, macht es gut.